Wenn drund im Tal der Muezzin ruft. Es ist Frühling in dem Tiroler Dorf Al-Aqsams. Man feiert bereits 1001 Nächtigung im Alpenhotel Eiswüstenblume gleich neben der Moschee. Laut klingt es vom Kartenspielertisch herüber: Bik Sultan, der Stich kehrt mir. Na, der sticht mir die Herz-Haremsdam. Am Stammtisch sitzen die Dorfältesten zusammen. Beduinung. Beduinung, Rosel. Ja, bittchen, Herr Dorfvisier, tust noch eine Runde Schnaps her, 2 Maulbeer und einen doppelten Feigenen. Ich hab schon Fata Morgana vor lauter Durst. Ja, sag einmal, Wirt, warum schaust du denn gar so osmanisch-depressiv? Hat da schon wieder der Schakal ein Händel gerissen? Ja, ich war gerade unten in Innsbruck am Wochenbasar beim Heimatwerk meinen neuen Kaftan abholen. Und weil ich schon zeitig zurück bin mit der Vormittagskarawane, da sehe ich, wie mein züchtiges Dirndl, die Rosel, mit dem Obwaler Mechmed, dem türkischen Teppichflick, aneinander puzzelt. Was, die Rosel, die ist doch dem Mooshammer Yusuf versprochen. Vom Dubai-Tal. Dem Sohn vom Landeshauptkalif. Hell leuchten Stern und Halbmond am Himmel, die Rosel mit Kopftuch und Dirndlkleid und einer Wolke Parfum von Gül Sanders. Allah ist minder geworden. Ich will fort von unserem Gastronomiebetrieb, bevor ich einen Buckel hab wie ein Dromedar vom Arbeiten. Morgen seien alle beim Kamelabtrieb. Da könnte ich der Zwangsheirat entkommen. Ich nimm, was geht, mit in meinem Fort Ramadan. Na, nimm lieber dem Dattel seinen Saudi A8. Da könnte man in 2 Stunden an der letzten OMV-Oase an der Grenze sein. Gut, dann treffen wir uns kurz vor Mitternacht an der Taliban-Station. Ich werde auf Fladen Finchka mitnehmen und zur Sicherheit habe ich eine Flasche Rohöl zugesteckt gekriegt von der bosnischen Küchensklavin. Nächste Szene mitten im Wirtshaus unter lauter Gästen aus allen Teilen Tirols, Kitzbühel, Ötztal, Galtürk. Just als die beiden Verliebten wieder die ebenhölzerne Stube zurück sind, betritt der Gegenspieler Yusuf mit grimmigem Gesicht das Lokal. Grüßt euch Gott, Salam Aleikum miteinander, es Luschen, es Saubeideln, es Wichsgesichter. Lasst ihm live fluchen, der hat ein Minarett-Syndrom. Du halt die Pappen, Westjordantaler. Sagt's mal lieber, wo der Obwaler Mechmed ist, sagt der Yusuf und zieht seinen aufklappbaren Schweizer Taschenkrummsäbel. Aber da packt der reiche, fette Yusuf den armen Mechmed bei der Gurgel und beutelt ihn, dass der Gamsbart am Turban wackelt. Kameltreiber, du geschert, die Rosel kehrt mir! Nix da, die Rosel ist seit dem Katrin-Bauchtanzabend mir als Drittfrau versprochen. Geld, mein Herz, dritt allerliebstes Madeleine. Was, ich soll deine Dritte sein? Ruft jetzt die Rosel dazwischen. Ich wollt's aber doch gar nicht so fix. Dann warte lieber noch, ich bin maximal für eure Beziehung als 5. Frau bereit. Ich muss mich erst selber finden. Mittlerweile ist aber im Wirtshaus die Massenschlägerei ausgebrochen. Die Wirtin jammert. Nicht um aller Willen, die schöne Marokko-Kokomod. Habt's mal umgeschmissen mit die ganzen Souvenirs aus Mekka drauf. Da hebt sich der Vater Wirt und der Dorfälteste. Nächsten Monat ist Moscheeweihfest. Bis dahin musst du entscheiden, mit wem du zwangsverheiratet werden willst. Sonst zahle ich die 2 Kamele an die Partnervermittlung. Ja.